Hallo, da ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play die Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. So, okay, wo sind wir da verblieben? Letztes Mal haben wir da hier mit dem Monolith da das Rätsel abgeschlossen gehabt. Ich glaube auch noch, ich weiß nicht, ob das noch in der letzten Folge war, diesen zwei Dudes hat oben bewiesen, dass wir der König sind, indem dass wir vortäuscht, dass wir fliegen können. Jedenfalls, ja, wir sind jetzt hier bei diesem Monolith und weiterhin ist mal noch nichts passiert. Schauen wir mal, ob wir irgendwie da mit dem interagieren. Nein, danke. Da möchte ich nicht nochmal draufsteigen. Okay, Mir ist jetzt noch schwindlig. Okay, funktioniert irgendwie nicht so. Hier hat sie aber noch Zeichen und wir haben auch auf- und runterlassen. Die Steine, vielleicht können wir ja irgendwie rumflöteln. Wir probieren doch mal aus. Auf, ja, runter, vielleicht mal runter, dass er wie wieder bodenebens ist. Zurück runterlassen, I don't know. Das ist das sagenumwobene Kloster der Windmönche. Hier ist Conroy entstanden. Okay. It worked. Gehen wir, okay, da können wir nach reingehen. Ins Kloster. Und da zurück zum Schrofffelsen. Können wir beim Fenster reinspienzeln. Schauen, ob wir irgendwas Ob man sehen. dadurch wohl etwas erkennen kann? Ja, dann schau doch mal durch. Das ist nicht nur eine Frage, Ich interagieren. kann kaum etwas erkennen, aber da scheint ein Raum zu sein. Okay. Okay, bevor wir dort oben reingehen, jetzt mal noch da unten schauen, ob wir da unten irgendetwas machen können. Fenster. Hier. Ich kann kaum etwas erkennen, aber da scheint ein Raum zu sein. Okay, doesn't work. Dann gehen wir doch jetzt hier in das sagenumwobene Kloster der Windmönche. Let's go! Okay, werden wir hier den letzten Windmönch finden? Das ist die Frage. Ich bin gespannt. Let's see if we find something. Okay. Sag mal, hallo? Also, es ist nicht wirklich eine freundliche Begrüßung da. Check mal rein, wirst du mit einem Pfeil abgeschossen. What the fuck? Das ist nicht sehr nett. Das ist gar keine nette Begrüßung. Aua, das hat wehgetan. Okay, was heisst das? Okay, haben wir jetzt hier aber einen Pfeil am Boden. Und was haben wir da? Und was haben wir sonst noch? Ich kann mal untersuchen. Leerer Betäubungspfeil. Sind das da Überreste von Schrofgift? Okay. Sollte das mir nicht instant killen? Jetzt geht es auch darum, irgendeinen Schutz zu machen. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung wie. Wenn wir das vielleicht anlegen als Schutz. Ich kann hier so Rädchen verstellen, aber wenn ich reingucke, ist es einfach nur dunkel. Okay, kannst du das irgendwo herhaben? Zum Beispiel vielleicht ans Fenster. Das war doch jetzt geraten, oder? Nee, ist es nicht gewesen. Well, dann probieren wir nochmal. Vielleicht werden wir gerade instant wieder abgeschossen. Vielleicht ja auch nicht. Sonst weiss ich ehrlich gesagt gar nicht, was das wir da noch kombinieren oder machen oder tun. Und same. Gemein. Richtig gemein. Versuchen wir doch den Monolith mal noch einmal zu drehen. Vielleicht funktioniert ja das irgendwie, dass wir dann vielleicht zu einem anderen Eingang kommen. Ja, wo vielleicht nicht gerade auf uns geschossen wird. Wäre noch flott irgendwie. Aua, das hat wehgetan. Okay. Versuchen wir es mal zu drehen. Da kann sich nichts mehr drehen. Okay, kannst du es noch weiter runterlassen? Weiter runter geht es nicht. Okay, kannst du es... Okay.
Können wir irgendwie den Nasenschoner wieder anlegen? Nein, ich bin froh, ihn gerade nicht tragen zu müssen. Okay, was können wir denn mit dem Schroffkalle? Die ist sehr, sehr scharf. Okay. Schleimige Wurzel und leerer Betäubungspfeil kombinieren. Wer weiß, wozu das Sekret gut ist. Nice. Pfeil mit Fliegensekret. Da ist Fliegensekret drin. Was macht noch immer das Fliegensekret? Wenn wir jetzt das irgendwie kombinieren, vielleicht mit dem Nasenschoner, dass man auch das Blasrohr aus dem Nasenschoner macht? Das mache ich nicht. Nope, doesn't work. Hier brauche ich nichts aufzuschlitzen und... Nope, doesn't work. Na gut. Das sollte mich immun machen. Ah. Oh. Au. Aua. Ja. Okay, jetzt kann mir niemand mehr was anhaben. Hast du das gehört, Conroy? Okay. Let's go. Ins Kloster rein. Das Mal sollte uns niemand etwas antun können. Meint einmal Robert. Ob er recht hat, das werden wir jetzt herausfinden. Achtung. Oh, Nice. okay, ich muss Sehr jemanden nice. finden. Oh, Okay, sag mal, au, okay, ich hab verstanden. Das ist kein Grund. hallo? Au, verdammt. Hallo, kleiner Was? Freund. Ich suche nach dem letzten Windmönch und, Wirklich? Au, au! Oh, stop. Stop. Oh, auch erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Völlig verstochen und verschossen. Ich, suche den letzten Windmönch. Könnt ihr mir helfen? Glub, glub. Was? Ich, Windmönch? Glub, glub. Bing, bing. Ich muss ihre Sprache lernen. Okay. Funny stuff, wir lernen Sprache lernen. Wir schauen jetzt mal aus dem Fenster raus. Von hier aus sieht man das Notenrund. Das Okay. Raufsymbol leuchtet. Das Raufsymbol leuchtet. Vielleicht können wir noch einen Stock weiter rauf oder so. I don't know. Leinwand. Eine leere Leinwand. Sieht aus wie eine Projektionsfläche. Ja, das Phosphos ist wahrscheinlich der Projektor. Können wir das gerade anlassen? Oh, wir können mit dem Phosphos reden. Oh mein Gott. Ich möchte keinen Ärger. Ah, sad. Es scheint auf die Leinwand zu schauen. Okay. Seltsam. Da gibt es doch gar nichts zu sehen. Noch nicht. Haben wir irgendetwas, das wir kombinieren können? Guck, im Phosphos anlegen. Es sieht fesch aus mit der Brille. Nice. Kannst du jetzt etwas machen? Guck, Projektor, okay. Man müsste ihn irgendwie einschalten. Ja, mit einer Melodie natürlich. Aber zuerst schauen wir jetzt da mal noch schnell die Türen an und Fifi. Die heißen effektiv Fifi, die Dinger. Zuerst mal die Türen. Ich sollte lieber um Erlaubnis fragen, bevor ich einfach irgendwo hineinplatze. Ja, das wäre optimal. Okay, probieren wir mal mit dem Fifi zu reden. Hallo, kann ich euch noch mal was fragen? Windmönch. Wo ist der letzte Windmönch? Ja, genau. Windmönch. Windmönch. Vielleicht Bliblab. Dings, Oh oh, Ding. pass auf, was du sagst, Robert. Lap, lap, krak, krak, du, de, but, but. Ich muss irgendwie ihre Sprache Was? lernen. Okay. Ich will nochmal. Windmönch. Lap, lap, Okay. krak, krak, du, de, but, but.
Ich muss irgendwie... Was seid ihr genau? Windmönch. Lap, lap, kakadak, Vielleicht, buberdubdub. Bliblab. Lap, lap, krak, krak, du, du, but, but. Ich muss irgendwie ihr... Lap, lap, Tschö? kak, kak, but, but, but. Oh Gott. Sehr schlechte Impression von mir gewesen. Okay, machen wir doch mal, dass das Phosphos hier funktioniert. Wahrscheinlich einfach mit der Windmelodie. Ja. Funktioniert, oder? Okay, nein, vielleicht müssen wir jetzt noch mit dem... Ah, nein, falsch. Ah. Damn it. Okay. Zurück hätte ich eigentlich wollen. Merci. So, und jetzt machst du, dass es funktioniert. Es ist zu hell, um den Projektor richtig nutzen zu können. Okay, jetzt müssen wir noch die Scheibe verdunkeln. Wie machen wir das? Okay, wir lassen jetzt mal das Ding. Wir haben vorhin den Monolith runtergeladen, das heisst, der Raum ist raufgekommen. Das lassen wir jetzt rauf, dann geht der Raum wahrscheinlich runter. Nichts passiert. Wahrscheinlich dämpft das Fenster den Schall zu sehr. Okay, dann brichst halt einfach das Fenster rein, Robert. Mit der Schraufkralle, oder machst du irgendetwas drin? Eindrucksvoll. Ich wünschte, Perfekt. ich könnte das mit meinen Zehennägeln. Okay, let's do the thing. So. Yes. Okay. Sehr schön. Okay. Jetzt können wir auch interagieren mit dem Phosphos. Mit dem Kuckuck-Projektor. Yes, sir. Was kommt jetzt? Okay, dreh die Räder, um die Projektion einzustellen. Zu den Hotspots wechseln, zurück zu den Rädern wechseln, dreh am Rad, wähle ein Rad. Dreh die Räder, um die Projektion einzustellen. Von was soll ich wissen, was es braucht hier? Das ist jetzt eine gute Frage. Ist das Ziel, irgendwie einen Windmönch zu machen? Könnte doch sein, oder? I have no idea. Ich habe wirklich gar keine Idee, was man hier machen könnte. Aber we're gonna find it out. Aber es wird recht obvious sein. Okay, das sieht doch mal nach etwas aus. Das vielleicht. Das. Und aber auch das. Da kommt es mehr oder weniger aus. Ausser das würde ich jetzt am wenigsten vermuten. Ja. 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 Da. 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 Okay. Was müssen wir überhaupt machen mit einem Symbol? Das ist so ein bisschen die Frage. Das sieht auch noch etwas aus. Ich habe keinen Plan, Leute, was wir müssen machen. Das sieht noch so wichtig aus. Maybe. Maybe. Wir dürfen verschiedene Symbole machen. Ist das ein Windbrunnen? Oh! Gungun. Ah, Gungun heißt Windbrunnen. Gungun. Windbrunnen. Gungun. Okay. Aber Leute, von wo wissen wir, was für Zeichen das wir alles machen müssen? Das ist doch jetzt das Problem. Ich gehe noch mal schnell raus und frage mich, ob da oben die Zeichen... Nein, das war noch ein Schwertchen und sonst irgendetwas, ein Phosphos.
Also Gun ist ein Windbrunnen, das wissen wir jetzt. Aber wo finden wir raus, was die restlichen Zeichen sind? Das wird nicht ganz schwierig. Zur Nebelsenke. Ich komme nicht raus. Das könnte an den paar Tonnen Erde liegen. Haben wir irgendwo sonst etwas mit den Zeichen drauf? Ja, haben wir. Ich weiss auch wo. Und zwar oben dort irgendwo bei diesem Stein hat es so verschiedene Zeichen gehabt. Gehen wir doch mal schauen. Dann heisst es irgendwie, die Zeichen versuchen auswendig zu lernen, zu merken, so auf die Schnelle. Ja. Gehen wir mal schauen. Und das heisst wieder Ladebildschirme mit dem Vattalio. Hier haben wir Nummer 1 und wir sehen einen herzigen kleinen Schroff. Und ein paar Buchstaben und ein Pünktchen. Der Frosch scheint irgendwie etwas meckern zu ziehen. Da haben wir so eine kleine Sprechblase. Und wir sind schon aus dem ersten Ladebildschirm raus und kommen zum zweiten Ladebildschirm, zum Schrofffelsen. Und hier sehen wir das genau Gleiche. Und ja, viel mehr weiss ich auch nicht, was ich zum Ladebildschirm selber dazu sagen kann. Aber ich finde es recht witzig, wie sie es gemacht haben, jetzt da, dass man die Sprache da muss lernen muss. Genau dort sind die Zeichen. Dort sind die Zeichen. Genau da. Look at that. Okay, dann haben wir den Windbrunnen, den haben wir schon. Der ist recht random eigentlich so, haben wir den bekommen. Das heisst, wir brauchen jetzt noch das Töckeli, das heisst Symbol, dann das zweite Symbol. Das sieht irgendwie aus wie ein Asposa? Ein Asposa, okay. Und dann haben wir noch ein Rüebli oder so. Diese Nase, die elegante Form, ein Erdbeer. Okay, wir brauchen Erdbeer, wir brauchen Asposa und der Windbrunnen haben wir schon. Also das Rüebli gegen links, das kann ich mir glaube ich irgendwie merken. Das hat nämlich, okay, das besteht aus einem Pfeil, einem Pünktchen, das Rüebli und sonst irgendwie noch ein paar Formen. Ein Dreieckchen und ein Kreis. Und der andere, das sollte ich mir auch merken. Einfach wie ein Männchen, das links eine Nase hat. Okay. Wenn das effektiv nur die 3 sind, dann sollte es gehen. Vielleicht haben sie es nicht allzu schwierig gemacht, wo man ja gleich da der Weg auch hin und her muss gehen, dass man sich nicht zu viel muss merken muss. Also ja, rein theoretisch könnte ich es mir auch aufschreiben. Aber wir machen jetzt alles bei Pure Brain natürlich. Und zurück zur Nebelsenke. Ich habe das Gefühl, das könnte sein. So, und Ladebildschirm ist immer eine gute Möglichkeit, ein bisschen Wasser zu trinken. Herrlich. Herrlich frisches Wasser, okay. Ab ins Kloster. Jetzt heisst es nochmal in diesem Fall, den Monolith aufzulassen, dass wir wieder runtergehen. Und dann müssen wir das Strichmännchen mit der Nase gegen links, das Dreieck machen und das Rüebli, oder was denn da so immer ist. Monolith rauf bitte. Wirklich. Immer wieder sehr schöne Melodien. Gut. Ich hoffe auch nicht, dass wir noch viel mehr andere... Ich wüsste sonst nicht, wo es noch so Symbol hat gegeben, bis einfach jetzt auf die 3. Und ich bin ehrlich gesagt froh, haben wir den Windbrunnen erraten, wo sonst hätte man wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob ich es herausgefunden hätte, wo das die Symbole sonst sind. Okay, das ist ein Teil vom Rüebli. Das ist auch ein Teil vom Rüebli. Nope. Jetzt brauchen wir noch so ein Dreieckchen. Aber nicht an dieser Stelle. Nope. Soll Da. das eine Kartoffel sein? Ach so, ein Erdbeer. Jawohl. Aber was bringen uns die 3 Wörter? Vielleicht kann halt der Robert dann schon die ganze Sprache. So, jetzt noch das Töckeli. Das sieht Tada. aus wie ein Asposa. Zeus! Okay, Asposa bedeutet Zeus. Haben wir jetzt alles?
irgendwie noch ein Phosphos machen. Oha. Pfiff, pfiff. Oh, was ist das? Schrof heißt Pföff? Pfiff, pfiff. Wie passend. Okay. Das ist ein Schrof. Jetzt habe ich irgendein Zeichen für Wind. Könnte es noch irgendetwas geben? Wind? Ja, hätte ja können sein. Okay, mal schauen, was wir sonst noch machen könnten. Eben vielleicht ein Phosphos, das wäre ja das da und das Zackelige da unten wahrscheinlich. Oh, Ja. ein Phosphos. Phosphos. Ah, Phosphos heißt in eurer Sprache auch Phosphos? Phosphos? Okay. Macht Das- irgendwo den Sinn. Macht ja Sinn. Ja. Genau, was gibt's noch? Irgendwie Basile. Einfach wegen dem da. Ja. Nein. 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 Nö. 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 Oh je, ein Ja. Basil. Got it. Basilen heißen bei euch Wawawa? Okay, geht mehrmals. Ja, ich fühle es. Nice. Ist noch eine Idee gekommen, dass wir vielleicht Wind symbolisieren mit dem? Das ist doch ein Windrad. Ja. Rull, 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 rull. Rull, Oh. rull, rull. Rull, 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 rull. Rull, rull, rull. Rull, rull, rull. Rull, 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 rull. Rull, rull, rull. Rull, rull, Oh rull. Gott. Rull, rull. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hab's. Okay. Was gibt's noch? Ist doch die Frage, es ist relativ schwierig, das selber herauszufinden. Was man alles muss können. Also da, es hat ja da noch so einen Kreis. Aber was macht der? Nee. Vielleicht da. Nee. 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 Sieht nach irgendetwas aus. Was hat es denn mit dieser Wolke da auf sich? Vielleicht nichts von hier? Nein. 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 Ja. Ja. Vielleicht. Ja. Eine Wollmaus. Das ist doch eine Wollmaus. Leute, das ist doch obviously eine Wollmaus. Eine Wollmaus. Got it. Holl, holl. Oh, Wollmaus heißt Hollholl? Oh, holl, holl. Okay, was gibt's sonst noch? Irgendetwas muss es noch mit dem Kreis auf sich haben. Das hat auch noch interessant ausgesehen, dass es irgendetwas geben kann. Maybe. Nein. Nein. Nö. 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 Okay, holen wir mal den Kreis für. Irgendetwas muss ja mit dem Kreis machbar sein. So. Für was? Das Schwert noch machen? Nope.
Irgendetwas mit dem? Nein. Nein. Wie ein Schlüssel? Kann das sein, dass wir wie einen Schlüssel müssen machen? Oder wo wäre das Endstück vom Schlüssel? Ja. Ich nicht mal fragen, was Kreis heisst eigentlich. Okay, ich gehe mal zurück. Vielleicht können wir ja jetzt schon ein gewisses bisschen weit mit diesen, wie heissen sie? Ich weiß gar nicht, wie sie heissen. Mit diesen Dings reden. Let's find out. Mit der Fifi, genau. Hallo, kann ich euch noch mal was fragen? Ah, jetzt geht's aufs Mal. Oh, okay. Windbrunnen, Wollmaus, Phosphos, Windrad haben wir. Das sind alle Sachen, die wir schon haben. Aber ich glaube, uns fehlen noch Sachen. Aber wir fragen jetzt einfach nochmal über den Windmönch. Windmönch. Vielleicht Bliblab. Dingsding. Nee. Ich muss irgendwie ihre Sprache lernen. Okay. Gungun? Aha. Okay, er will anscheinend das nächste Wort. Okay. Okay, jetzt ist ein bisschen ein unnötiger Ladebildschirm. Gungun? Ah, müssen wir jetzt irgendwie wie eine Geschichte erzählen? Hallo? Müssen wir einfach alle Wörter sagen? Kann das sein? Windbrunnen? Aha, okay. Okay, probieren wir es mal. Das müssen wir da jetzt nicht mal anhören. Wenn wir eine Geschichte müssen erzählen, dann bin ich ein bisschen verwirrt. Windbrunnen haben wir. Wollmaus. Holl. Das hat nicht so geklappt. Okay. Well, mal heute schnell Rätselhilfe. Finde den letzten Windmönch. Okay. Du solltest im Kloster bei der Nebelsenke nach dem letzten Windmönch suchen. Ja. Die 3 Fifis im Kloster könnten dir bestimmt weiterhelfen. Ja. Mit Hilfe des Kuckuck. Ja. An das Schild beim Schrohfelsen? Ja. Erinnerst du dich noch an das Schild beim Schrohfelsen? Dort stand Windmönch in Fifi-Sprache. Okay. Setzt sich aus 3 Begriffen hintereinander zusammen. Windmönch, Asposa und Erdbeer. Let's go. Hallo, kann ich euch noch mal was fragen? Okay. Windbrunnen? Aha, okay. Also war das Gungun? Gungun und er Asposa. Sois. Gungun Sois. Gungun, Sois. Okay, er will anscheinend das nächste Wort. Gungun Sois. Und wie heißt das Wort da am Schluss? Das brauchen wir nämlich nur noch da. Gungun Sois. Gungun, Sois. Okay. Gungun, Sois. Didi. Didi. Sois. Der letzte Windmönch. Oh. Oh, Gott sei Dank. Asposien braucht euch. Ihr müsst sofort den Thron übernehmen, damit ich das nicht... Oh. Nein. 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 Das kann er nicht sein. Oh. Gungun, Sois.
Sicher, dass das der letzte ist? Oh. Habt ihr nicht noch eine Nummer größer? Und Zeus, Zeus. Aber nur herzig. Okay. Au! Wer soll denn Asposien jetzt noch retten? Das bist du, Robert. Baby Sound. Na dann, nicht mal das kann ich. Vielleicht in 20 Jahren. Dann kannst du offiziell Windmönch werden. Wenn dann noch irgendwas von Asposien übrig ist. Ja. Aber es ist schon Zucker. Ich kann mich nicht um dich kümmern. Ich hatte mal einen Backstein als Haustier. Er ist weggelaufen. Also, the fuck? Lacht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Wie soll ich König sein? Ich habe immer noch seine Stimme im Ohr. Robert, du Vollidiot! Robert, wie schaffst du es jeden Tag, nicht an deiner eigenen Dummheit zu sterben? Robert, hör auf, die Wachsfrüchte zu essen. Dabei sahen die immer so lecker aus. Und ich hatte solchen Hunger. Ich musste mich immer mit dem verdammten Igel ums Essen prügeln. Gute Zeiten. Shut up, Conroy. Sei endlich still! Ich habe mein Leben lang im Keller einer Kathedrale gehaust. Unter einem Mann, der mich nicht mal seine Brotkrumen hat essen lassen. Du undankbarer kleiner Rotzlöffel. Ich hab dich großgezogen. Conroy, du warst die einzige Familie, die ich jemals hatte. Aber du hast mich nicht geliebt. Du hast mich nicht mal gemocht. Ich habe mich so oft gefragt, warum du ausgerechnet mich mitgenommen hast. Glaubst du, du wärst jemals ein guter König gewesen? Selbst wenn ich dich bei ihnen gelassen hätte, mein trotteliger kleiner Novize. Ich bin kein Trottel. Du bist ein Monster und ich habe dich besiegt. Jawohl. Du wirst mich niemals besiegen. Verschwinde! Ha! Er ist weg. Jetzt sagst du wohl nichts mehr. Du alter, versteinerter Mistkerl! Nice. Oh no. Hey, nicht weinen. Armes Kerlchen. Ah, wie ich sehe, habt ihr euch endlich kennengelernt. Ihr konntet mir nicht einfach sagen, dass der letzte Windmönch ein Baby ist? Warum habt ihr mich überhaupt hierher geschickt? Hätte ich dich in deiner Waldlichtung gelassen, wärst du niemals vom Fleck gekommen. Jetzt wird's Du deep. wärst bis ans Ende der Welt vor Conroy weggelaufen und hättest nie gemerkt, dass du versuchst, vor deinem eigenen Schatten zu fliehen. Er ist nun mal leider ein Teil von dir. Aber du bist auch ein Teil von dir. Der gute Teil. Warum hörst du denn nicht lieber auf den? Also, habt ihr das nur gemacht, damit ich was über mich selbst lerne? Warum habt ihr mir das nicht einfach gesagt? Manche Dinge muss man selbst herausfinden. Ich verstehe. Hui, na fein. Dann habe ich jetzt wohl ein Baby. Was? Nein. Aber, Setz das hin. Das gehört dir nicht. naja, als König könnte ich doch eigentlich... Junge, wir fangen klein an. Du kannst vielleicht ein Land regieren, aber denk nicht, dass du bereit bist, dich um ein Baby zu kümmern. Ja, Aber Robert. es ist so niedlich. Hey, kleines Baby. Bubi, bubi, bubi. Hui, 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 hui. Bubi, bubi, bubi. Hattest du nicht eine Hinrichtung zu verhindern? Oh Mist, stimmt. Na dann viel Glück. Danke, Mama Dola. Mach's gut, Kleiner. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Okay, frage mich, ist das echt schon die letzte Folge? Wo es sieht sehr nach einem Ende aus, aber wenn es noch nicht fertig ist, dann würde ich dann die Folge beenden. Aber das Gefühl, es kommt sicher noch mal schnell eine Cutscene. Was macht ihr denn hier?
Oh, hallo. Das ist mein neuer Standort. Okay. Ich glaube, er ist prima. Ich habe weit und breit keinen anderen Laden gesehen. Weißt du, wie man das nennt? Monopol. Hey, vielleicht wäre das ein gutes Spiel. Was denkst du? Ja, aber wie seid ihr hierher gekommen? Mein Laden hat Räder. Oh, wie praktisch. Möchtest du noch eine Wundertüte haben? Ich gebe sie dir für Geld. Leider habe ich gerade keine Zeit dafür, aber, hey, was haltet ihr davon, Sachen in Oberasposien zu verkaufen? Sind da viele Leute? Ja, es soll eine große Hinrichtung geben. Ich meine, nein, keine Menschenseele wird da sein. Ihr werdet der Einzige mit einem Laden sein. Der Rest wird hingerichtet. Also, wenn ich es nicht verhindern kann. Ha! Du appellierst an den Geschäftsmann in mir. Steig ein. Okay. Frage mich, wird es die letzte Folge sein, Leute? Ich weiß es nicht. Oder gibt es noch mal ein bisschen Point and Click? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und das ist schon... Ich finde die Geschichte wieder mega witzig. Dass wir so ewig lang auf der Suche waren. Ich habe schon von Anfang an so ein bisschen gedacht, dass wir nicht der letzte Windmönch sind. Aber nein, wir sind echt der König. Der letzte Windmönch ist ein Baby. Oh. Oh oh. Ist es Point and Click? Oder ist es eine Cutscene? Wow, das sieht nicht gut aus. Nope. Ich frage mich, wo Laura ist. Du hirnverbrannter Vollidiot! Kannst du es nicht begreifen oder willst du es nicht begreifen? Laura? Sie muss da irgendwo sein. Yep. Es sieht noch nach Point and Click aus, wo das Logo geändert hat. Was sehen wir jetzt da gut? I don't know. Fragezeichen. Am Schluss von jedem Satz oder Wort, den ich sage. Ich habe es dir doch die ganze Zeit Cutscene. gesagt. Conroy hat die Basilen gebaut, um die Macht an sich zu reißen. Er hat euch die ganze Zeit zum Narren gehalten. Genug! Ihre Eminenz, Abt Conroy, würde das niemals tun. Du hast den Basilinkopf selbst gebaut. Und du wagst es, diese Scheußlichkeit hierher zu bringen? Oh Gott. Warum sollte ich Basilenköpfe bauen? Die Wahrheit hängt buchstäblich vor deiner Nase. Und du weigerst dich, sie zu sehen. Du willst die Wahrheit nicht sehen, oder? Der Du Basil, hast der Flötennasen reingekracht und dir ist. ist einfach jedes Mittel recht, um sie loszuwerden. Ruhe! Ich... Nice Hack, gib ihm. Plot Twist! Er ist selber eine wirst mit ihnen Flötenase. untergehen. Sie alle werden untergehen. Damn. Ihr alle werdet am Grunde dieses Brunnens verrotten. Moment. Aber wenn du eine Flötennase bist, dann vernichtest du deine Familie. Du kannst doch deine Familie nicht umbringen. Sie haben mich verstoßen. Conroy hatte recht, als er... Conroy ist ein Monster. Ist er Conroy hat adoptiert mich worden? gerettet. Ja. Er hat uns alle Oder? gerettet vor diesem Abschaum. Und nun werde ich diese Welt vor ihnen retten. Und wenn Conroy wieder da ist, was dann? Oh, dann brechen goldene Zeiten an. Zunächst wird er mich zu seiner rechten Hand ernennen. Dann werde ich seine rechte Hand. Warum eigentlich nicht die linke? What? Okay, Plot Twist. Der Emil selber ist schon eine Flötenase. Mit dem hätte ich jetzt effektiv nicht gerechnet, Leute. Wirklich überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, es könnte wirklich die letzte Folge sein. Ich habe wirklich das Gefühl. Wir lösen überraschen. Emil ist eine Flötennase. Bam, bam, bam. Emil ist eine Flötennase. Ich muss mich beeilen. Laura kann ihn nicht ewig aufhalten. Ich muss es allen erzählen. Oh nein, sie werden mir nicht glauben. Denk, Robert, denk. Oh, ich kann das nicht. Ich wusste, dass ich das nicht kann. Du kannst es. Nein.
Robert, reiß dich zusammen. Du bist der König. Du kannst das. Genau. Wer ist der König? Ich bin der König. Sie sind der König? Was? Nein. Naja, nein, ich bin nicht der König. Noch nicht. Egal. Emil ist eine Flötennase. Das müssen alle sehen. Nur so werden sie mir glauben. Da hinten wird er gleich reden. Aber wie komme ich überhaupt zum Brunnen? Okay. Es wird doch noch gepointet und geklickt. Ja, es war doch noch nicht die letzte Folge. Aber ich habe das Gefühl, wir sind sehr am Schluss von diesem Game. Das heisst, wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, dass die nächste Folge die letzte wird. Aber das werden wir dann in 3 Tagen herausfinden. Wenn es gegen Schluss wirklich zugeht, dann kann es gut sein, dass die Folge dann ein bisschen länger geht. Vielleicht etwa so wie die, vielleicht länger. Vielleicht mal geht es ja weniger lang. Wir werden es herausfinden. Ja gut, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden, sagen merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!